So grau ist Tissa. Ich brauche ein paar Blumen. Einen Kranz oder so. Hab ich nicht. Es ist alles verkauft. Ich wollte eben gehen. Es gibt hier nichts zu tun. Das ist nicht erstaunlich, Herr. Vor der Beerdigung haben die Leute alles leer gekauft. Männer, Frauen, Kinder. Alle wollten der Herzogin einen Strauß aufs Grab legen. Hexenblumen, Pfingstrosen, Gladiolen. Allerdings mochte sie klassische Rosen am liebsten. Ihre Hofdamen waren hin und wieder hier. Dann wählte ich die hübschesten Blüten für sie aus. Duftend, großblättrig, langlebig. Ich kann es einfach nicht glauben. Von der eigenen Schwester getötet. Wie konnte das passieren? Ich habe diese... Ich hatte nicht gedacht, dass... Nicht so vertrauenswürdig. Anna Henrietta wollte glauben, dass es noch Hoffnung für Sienna gibt. Dass sie Reue zeigen würde. Sie hat ihr die Hand gereicht. Zu früh. Zu vertrauensselig. Ach, jetzt erkenne ich dich. Du bist dieser Hexer aus dem Norden, der uns vor dem Biest gerettet hat. Mhm. Könnte man sagen. Warte, nimm diese. Ich dachte, du hättest keine mehr. Den Strauß habe ich zur Seite gelegt. Ich wollte ihn der Herzogin selbst bringen, aber nimm du ihn. Ich weiß, dass dir an ihr lag. Was schulde ich dir? Gar nichts. Behalt dein Geld und trink heute Abend zu ihrem Gedächtnis. Mach ich. Leb wohl. Ach du Scheiße. Jetzt hättet ihr das sagen sollen, dass die... Also, dass die... Schwester von ihr sie umbringen wollte. Fuck. Wer hätte das gedacht? Die Ritter machen den Wein, während Hexer die normalen Leute. Schubidubidu, tamtadadai, schubidubidu. Es ist einfach nicht anständig, die Mörderin in derselben Krypta wie die Herzogin zu bestatten. Hexe, hör auf mein Herz. Sie war die Ja. Hexer, ich dachte, du wärst schon fort. Ging nicht. Anna Henrietta war... Wunderbar. Schön. Gut. Die beste Herrscherin, die man sich erhoffen könnte. Und ich habe sie im Stich gelassen. Ich gebe nicht dir. Hör auf dir gleich zu. Das ist der falsche Zeitpunkt, um zu kapitulieren. Du bist der Kommandant ihrer Wache und musst anderen ein Beispiel sein. Würdevoll und wachsam an ihrem Grab. Anna Henrietta hätte das so gewollt. Du hast recht. Die Zeit der Trauer kommt erst noch. Meine Pflicht dem Herzogtum gegenüber hat jetzt Vorrang. Ich wollte der Herzogin meine Aufwartung machen und mich verabschieden. Weiße Rosen mochte sie am liebsten. Geh hinein. Sie liegt in der Herzogskrypta. Im gleichen Raum wie ihre Mörderin. Trotz meiner Proteste. Was? Wer hat das bestimmt? Der Regentenrat. Ein Rudel alter Männer mit Statuten und Kodizes anstelle von Herzen. In Siennas Adern floss herzogliches Blut und sie ist nie offiziell enterbt worden. Daher wurde bestimmt, dass sie neben Anarietta liegen soll. Einige Zeit später. Blumen auf beide Gräber, ja.
sind zwei tote Menschen. Der andere wollte halt mit einem Fluch belegen und sie wusste halt nicht anders, wie sie mit Und was hat dir das jetzt alles gebracht? Ruhe in Frieden. ja, sie hat halt den falschen Weg eingeschlagen. Wenn das am Anfang in ihrer Kindheit nicht so gewesen wäre, wäre es ja gut gewesen. Dann wäre sie auch wahrscheinlich gut Es aufgewachsen. tut mir leid, dass es so enden musste. Und ich es nicht verhindern konnte. Hoffentlich kannst du mir verzeihen. Ruhe in Frieden. Schicke Krypta und so dezent. Ja, so stelle ich mir meine ewige Ruhestätte vor. In solchen Momenten weiß ich nie, ob du Scherze machst. Nicht doch, Geralt. Es ist bemerkenswert friedlich hier. Und dieser subtile Charme unterstreicht perfekt die Würde der Herzogin. Ach, ihr Menschen versteht es doch immer wieder, mich zu erstaunen. Zu verzweifeln angesichts des Unausweichlichen. Ich bin gekommen, um dich von hier fortzuholen, mein Freund. Nach dem Chaos der letzten Tage hast du etwas Erholung nötig. Ah, All die Tode, die ich nicht verhindert habe. Ich fühle mich mies. Ich finde, ich hätte mehr tun müssen. Jetzt ist Toussaint ohne Herrscher. Oder besser, das Chaos herrscht. Und die Verzweiflung. Die Leute haben die Herzogin wirklich gemocht. Ganz Beauclair weint um sie. Emotionaler Massenausbruch? Offenbar haben die Untertanen die Wesenszüge der verstorbenen Herrin übernommen. So sarkastisch. Ich dachte, du hättest Anna Henrietta gemocht. Hab ich auch. Und ich bedauere ihren Tod aufrichtig. Ich auch. Dann trinken wir. sie war kompromisslos. Ich dachte, du bevorzugst komplexe Lösungen. Man Ups. kann über Sienna sagen, was man will. Kompromisslos war sie. Nun allerdings. Es wäre ihr gut bekommen, wenn sie eine etwas philosophischere Herangehensweise gewählt und hin und wieder ihre eigenen Handlungen in Frage gestellt hätte. Stimmt. Wie findest du meinen Brand? Zu stark? Genau richtig. Der örtlichen Alraunen, der Varietät Diavolis sei Dank. Die Wurzeln, die hier in der Vulkanerde wachsen, haben ein einmaliges Geschmacksprofil und eine außergewöhnlich dunkelbraune Färbung. Faszinierend. Ich kann nur sagen, dass diese Charge gelungen ist. Eigentlich wäre es klug, ein paar Wurzeln zu lagern. Würdest du mich begleiten? Jetzt gleich im Du Dunkeln? willst jetzt im Dunkeln nach Wurzeln graben? Och, Geralt, selbst wenn ich dir zugestehe, vergessen zu haben, dass ich als Vampir im Dunkeln hervorragend sehen kann, nehme ich dir doch nicht ab, vergessen zu haben, dass du selbst dunkelsichtig bist. Also, wollen wir? Klar, gehen wir. Wenn du das für eine gute Idee hältst, dann los. Aber dir ist klar, dass diese Variante hochgiftig ist. Auch für Hexer. Kein Problem. Ich lasse Sicherheit und Hygiene bei der Alchemie niemals außer Acht. Hier, Handschuhe und Maske. Damit solltest du außer Gefahr sein. Also gut, dann mal los. So, dann geht's weiter. Hm? Das Mondlicht lädt zum Träumen ein. Wo sind die Sachen?
Ah, die Maske müsste hier sein. Die Handschuhe waren auch da. Ups. Ja, Alter. Leck mich doch. Und die Handschuhe. Handschuhe ja. Woran denkst du gerade? Succubus-Titten? Nein, ich dachte daran, dass alles interessant aussieht, wenn es richtig beleuchtet wird. Auch alte Nekrophagen-Kadaver? Du hast wirklich gar keine Kultur, oder? Wo sind dann so welche? Ah, da ist eins. Und da ist eins. Wo ist dieser Blutsauger hin? Wird nicht leicht zu finden sein. Ist schließlich ein Vampir. Verdammt, wo steckst du? Der hat Fußspuren hinterlassen. Regis! Wow, okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und Handschuhe. Das sind die, ne? Ne, sind Flasche. Ich habe getan, was ich musste. Okay. Diese Bruxe haben dich einen Verräter genannt. Tja. Wir Vampire haben einen sehr einfachen Ehrenkodex. Man könnte ihn trivial nennen. Entweder ist jemand für uns, uneingeschränkt und unabhängig von den Umständen, oder Sie werden also keine Ruhe geben. nein, werden sie nicht. Zum Glück gibt es noch eine Regel, eine ungeschriebene, genauso trivial. Sie lässt sich mit aus den Augen, aus dem Sinn zusammenfassen. Darum muss ich Toussaint verlassen, vermutlich für geraume Zeit. Ja, verstehe. Gehen wir in mein Lager. Ich habe das überwältigende Bedürfnis, etwas zu trinken. Ich wollte mal keinen Hieb machen. Hervorragendes Bouquet. Entwickelt sich sanft, überrascht im Abgang. Weißt du nicht? Ich bin kein Connoisseur. Dann wird es aber Zeit. Schließlich gehört dir jetzt das Weingut Corvo Bianco. Übrigens habe ich dir ein Geschenk in dein neues Heim gelegt. Auf dem Nachttisch. Danke. Verrätst du mir, was es ist? Eine Kleinigkeit, die dir nützlich sein wird, wenn du Mutagene brauchst. Weißt du übrigens schon, was du mit deinem Preis machst? Hängst du die Schwerter jetzt über den Kamin und stutzt Weinreben? Nein. Ja, werde ich nicht hier lassen. Nein, ich will nehmen. Nein, das ist nichts für mich. Vielleicht werde ich dann und wann dort überwintern und meine Weinvorräte aufstocken. Aber ansonsten bleibe ich auf der Straße. Man kann nicht einfach aufhören, Hexer zu sein. Das ist man auf Lebenszeit. Man kann diesen Pfad nicht verlassen. Außerdem gibt es reichlich zu tun für mich. Die Ghule werden sich nicht selbst umbringen. Ist es nicht seltsam, dass immer, wenn wir uns treffen, irgendein Unglück geschieht? Ich weiß noch,
dass wir uns hier in der Nähe mal vor einem Schneesturm versteckt haben. Erinnerst du dich? Natürlich. Wir waren unterwegs, um Ciri vor Wilgefortz zu retten. An das Treffen mit Wilgefortz denke ich nicht so gerne. Trotzdem war jener erste Aufenthalt in Beauclair viel ruhiger als dieser. Damals schien es das reinste Märchenreich zu sein. Das einzige Problem war, dass die Keller zu klein für den ganzen Wein waren. Der Schein, Geralt. Der Schein kann trügen wie ein Blender oder Doppler. Sag mal, Geralt, was ist aus Wilgefortz geworden? Ich habe ihn getötet. War nicht einfach. Wo gehst du hin? Und du? Weißt du schon, wohin du gehst? Möglichst weit weg. Vermutlich ziehe ich nach Süden. Nach Nilfgaard? Warum nicht? Die Nilfgaarder sind eine moderne Gesellschaft. Da glaubt niemand mehr an Vampire. Das ist meinem Inkognito-Dasein sehr zuträglich. Interessanter Gesichtspunkt. Ich bin genau da, wo ich sein will. Bleiben wir noch eine Weile? Sehr gern, mein Freund. Wir waren Zeugen, manchmal auch Urheber zahlreicher einschneidender Ereignisse. Es war aufreibend. Wir haben eine Pause verdient. Allerdings. Ich habe gerade Gänsehaut ohne Ende. Oh, ein kleines Lächeln. Oh, ein kleines Lächeln von Geralt. Ein kleines Schmunzeln. Oh, ich habe gerade wirklich Gänsehaut bekommen. Also ich habe nochmal Gänsehaut. Und ja, was soll ich sagen? Das war es mit Blood and Wine. The Witcher 3 Blood and Wine, das war es. Es ist vorbei. Es wird auch wahrscheinlich nichts mehr von Geralt kommen. Also die von CD Red haben gesagt, es wird nichts mehr von Geralt kommen. Die Geschichte von Geralt ist vorbei. Ist leider vorbei. Aber das war ein sehr, sehr nice Spiel. Ich habe ja der normale Witcher auch gespielt und das erste Erweiterung habe ich auch gespielt. Und ja, es war halt einfach ein in sich stimmendes Spiel. Es hat einfach alles gestimmt. Für das Geld hat man für das Geld, was man da ausgegeben hat, für das Spiel zu kaufen, hat man sehr, sehr, sehr viel Spiel bekommen. Also Preis-Leistungs-Verhältnis extrem nice. War wirklich cool. Ich lasse das Outro hier noch ein bisschen laufen. Ich erzähle noch ein bisschen, was ich vom Spiel halte. Und dann war es das. Ist wirklich schade, dass... Also einerseits finde ich es gut, dass sie sagen so, ja, jetzt ist vorbei. Jetzt haben wir, so gesagt, die Geschichte fertig. Jetzt hören wir auf. Einerseits finde ich es auch schade, dass nichts mehr kommt. Weil es war wirklich eine schöne Geschichte. Eine spannende Geschichte. Und ein sehr nice Spiel. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr vom Spiel was ihr vom Spiel haltet. Und ja. Ich freue mich immer über Kommentare. Und über deine, ich habe keine eure, ich habe nur einen Zuschauer, ich habe dich. Also ich bitte dann dich, dass du mir einen Kommentar schreibst, wie du das Spiel gefunden hast. Und ob du es auch selber spielst. Schreib mir deine Eindrücke oder wie es bei dir ausgegangen ist, hat bei dir die Herzogin überlebt. La Grande Duchesse, hat sie bei dir überlebt oder nicht?
Aber wie gesagt, ich finde es schade, dass es vorbei ist. Sehr schade. Keine Ahnung, so gute Spiele sollte man einfach weitermachen. Also weiter. Ja, einfach weitermachen. Aber das Problem ist, man sieht ja so wie bei Assassin's Creed oder bei anderen Spielen, die jedes Jahr aufs Neue ausgepresst werden und immer wieder das Gleiche. Es ist halt schade. Aber wie gesagt, ich finde es gut, dass sie sagen, ja, so, jetzt hören wir auf, jetzt ist gut. Aber sie haben gesagt, es könnte ja noch sein, dass irgendwas anderes kommt mit Siri. Dass noch irgendwas mit Siri kommt oder eine andere Geschichte, weil es wäre natürlich sehr geil, wenn dieses Spiel noch weitergeht oder diese Art von Spiele noch weitergeht. Weil CD Projekt hat da wirklich ein sehr, sehr cooles, sehr, sehr nice Spiel gemacht. Und ich freue mich auf jedes weitere Spiel von denen. Ja, von den Herstellern. Oh. Ja. Ich kann es immer wieder wiederholen. Ein sehr nice Spiel. Ohne viel Ausquatschen oder Überteuerungen. Also mir hat das Projekt extrem viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Wenn ja, natürlich liken, also wenn es dir auch gefallen hat, lass einen Kommentar da oder ein Like. Das würde mich sehr freuen. Ich habe auch so schon ein nächstes Projekt also in Gedanken habe ich es schon. Aber ich weiß jetzt noch nicht genau, wann es kommt. Kommt es genau danach, also genau morgen, das weiß ich nicht. Weil wenn das hier fertig ist, also ich habe jetzt 2,5 Stunden, also dann sind es noch ungefähr 2 Wochen bis zu Gamescom. Dann werde ich da auch nicht so viel noch von Let's Plays anfangen, weil ich dann eine Woche vorproduzieren muss und nach der Gamescom habe ich noch ein bisschen vor also hier das Haus, also da wo ich wohne, mein Zimmer zu renovieren. Ja, wie gesagt, mein Haus noch so renovieren, also werde da auch nicht mehr so viel, also vielleicht so ein paar Spiele zwischendurch, das könnte mal immer gut sein. Jetzt ist ja der Pre-Patch von Legion da, da werde ich noch öfter spielen. Ja, WoW ist sowieso meine Leidenschaft. Das ist immer mein Lieblingsspiel gewesen. Also, es gehört zu meinem Lieblingsspiel. Es ist aber nicht mein Lieblingsspiel. Ich spiele es halt sau gerne und sau oft. Aber Lieblingsspiel will ich nicht dazu sagen. So, was ist so wirklich Lieblingsspiel? Also mein aller Lieblingsspiel, was ich ohne Ende spielen könnte, oder was ich auch noch immer spiele, sind so Kingdom Hearts ist einer davon. Also Kingdom Hearts 1 und 2. Die DS-Teile habe ich noch nicht so so intensiv gespielt. Aber was auch noch ein geiles Spiel ist, also eine geile Spielserie, ist dann die Serie von Devil May Cry. Die finde ich auch nice. Es kommt ja noch ein weiteres Spiel von The Witcher raus, das ist Gwent. Also nur das Kartenspiel. Englisch, Deutsch. Jens Vollmann, Dennis Wecker, Rogemar, Mozart.
Die haben ja in allen Ländern Leute. Zerschei. Geschäft von Stefan. Texter. Ja, da sind... Und noch Punkt. Das sind sau viele wahrscheinlich. Alter. Wie viele Leute an so einem Spiel mitgewirkt haben. Es ist wirklich schon atemberaubend. Boah. Und ich finde es wirklich sau nice, wie sie das alles hier umgestellt haben. Und die ganze Spielwelt. Ich habe selten so eine schöne Spielwelt und so eine zusammenstimmende Spielwelt gesehen. Und was für Shops es überhaupt gibt, ne? Bamcam Namto Entertainment Germany GmbH. Also das Spiel wird von Bamcam Namto gepublished. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Ende Stream. Geh endlich zu Ende. Ja, ich glaube, jetzt müsste es langsam, aber sicher zu Ende gehen, wenn die ersten Bilder kommen. So. Ja, The Witcher ist eine Marke von CD Projekt. Das Spiel The Witcher Vorhand halten. CD Projekt Red. Puh, ganz schön viele Menschen. Was? Nachdem wir so lange... Nee, nachdem wir also so alle noch mal einzeln vorgestellt haben, möchten wir uns noch ein letztes Mal bei dir bedanken. Viel zu schnell, Alter. In lieber Erinnerung habe ich sie während den Spielarbeiten gestorben oder was? Schade. Mein Mitleid. Mein Beileid. Ich würde wirklich gerne nach Hause gehen. So, dann machen wir das noch. Gucken wir, Komm schon, was Plätze. ist hier irgendwo. Da. Da laufen wir noch hin. Und dann hören wir aber auch auf. Geralt von Riva. Ach ja, das Spiel ist vorbei. Kann ich das nicht zurücknehmen? Nein. Vielleicht mache ich auch noch die anderen Quests von dem Addon vorher. Dann kann ich meinen Geralt noch ein bisschen aufbessern. Meister Und dann mache ich noch mal so. Eine unbekannte Person ist in die Residenz reingeplatzt. Ich wollte es nicht zulassen, aber es half nichts. Wer war es denn? Die Person hatte nicht mal den Anstand, sich vorzustellen. Wahrscheinlich Jennifer. Oder? Ja, Jennifer. Oh nein. Rittersporn? Was zur Hölle machst du hier? Ich bin gar nicht hier. Ich bin nur ein Teil deiner Fantasie, weil du mich so vermisst. Ich habe dir ein Einweihungsgeschenk mitgebracht. Auch nur Fantasie. Wie gefällt es dir?
Sehr gut. Du siehst sehr würdevoll aus und männlicher als im echten Leben. Wirklich? Die Künstlerin ist eine Freundin von mir. Womöglich sind ihr meine Schultern zu breit geraten. Sie hat es gewiss gut gemeint. Zweifellos. Aber habe ich dieses Bild nicht bei dir gesehen? Es ist eine perfekte Kopie und es gehört dir. Als Andenken an mich. Gut. Kurz etwas Ernstes. Wenn jemand fragt, ich bin nicht hier. Als ich zuletzt in Beauclair war und mich wirklich sehr amüsiert habe, hat Anarietta, Ritter Sporn. Also die Herzogin, Ritter Sporn. hat sich hinreißen lassen, mich zum Tode zu verurteilen. Ich will natürlich vermeiden, dass... Ritter Sporn. Anna Henrietta ist tot. Was? Wie? Warum? Zur Abwechslung habe ich mal eine Geschichte zu erzählen. Leider konnte ich Sianna nicht aufhalten. Sie hat ihre eigene Schwester getötet. Es gibt nur einen kleinen Trost. Sianna ist auch tot. Wirklich? Götter. Was für ein schrecklicher Verlust. Sie war wie die Morgensonne, die den Tau trifft. Wie ein Schmetterling unter Motten. Ich hätte mit dir herkommen sollen. Vielleicht hätten wir das zusammen verhindern können. Aber ich hatte so viel zu tun. Hast du so Wie geht es dir, alter Freund? leider nicht sehr gut. Als du Novigrad damals verlassen hast, wurde Priscilla auf der Straße angegriffen. Dabei wurde sie schwer verletzt und hat lange gebraucht, um zu genesen. Jetzt geht es ihr zum Glück besser. Wovon sprichst du? Wer zum Teufel hat sie angegriffen? Ich suche noch nach dem Bastard, der ihr das angetan hat. Wenn ich ihn finde, wird er nicht nur seine Tat bereuen, sondern auch seine Geburt. Es tut mir leid, Ritter Sporn. Es tut mir leid, dass ich nicht da war. Du hast deine eigenen Probleme und Prioritäten. Ich kann schlecht erwarten, dass du mir bei jedem Missgeschick zur Seite stehst. Außerdem ist es Priscilla, also muss ich mich darum kümmern. Sei du. Wie läuft der Laden? Habt ihr eure Taverne noch? Oder ist Zoltan zu anderen Abenteuern aufgebrochen? Du kennst ihn ja. Sobald er einen Humpen getrunken hat, schmiedet er Pläne, aber es wird nie was draus. Wir sind also noch da. Neulich haben wir herausgefunden, dass der größte Weinimporteur von Novigrad ein Lügner und Betrüger ist. Er hat seine Weine gepanscht, aber so geschickt, dass man es nicht geschmeckt hat. Wie habt ihr es dann erfahren? Ich war eines Tages ernsthaft betrübt. Ich beschloss, meiner Laune mit einem Schlückchen auf die Sprünge zu helfen. Oder sagen wir, mit sehr vielen Schlückchen. Ich trank eine Flasche. Nichts. Noch eine. Vielleicht ein winziger Schwips. Vielleicht bist du einfach zu viel gewöhnt und all die harten Trainingsjahre haben sich ausgezahlt. Also bitte. Ich fing erst nach 5 Flaschen an, doppelt zu sehen. Ich dachte, das läge an meinem seltsamen Tag. Ich habe es also am nächsten Tag nochmal ausprobiert. Und am Ergebnis hat sich nichts geändert. Ich sagte Zoltan Bescheid. Er versuchte es selbst und kam zum gleichen Resultat. Da stellten wir dem Importeur ein paar ernste Fragen. Schließlich gab er es zu. Ich drohte ihm an, es allen zu erzählen, falls ich keinen Rabatt bekomme. Was ist jetzt Bleibst du länger in Beauclair? Ich hatte vor, ein bisschen zu bleiben. Priscilla hatte nichts dagegen. Aber nun, da meine liebe Anarietta, ich meine die Herzogin, nicht mehr ist, hat das keinen Sinn mehr. Sie hat mir so viel bedeutet. Ich kann nicht durch diese Straßen ziehen, wenn ich sie niemals wiedersehe. Bis später. Bis dann, Rittersporn. Bis dann, Hexer. Ach nö, nö, nö. So, das wollte ich noch gucken und danach. Lieber Gerhard, wenn du...
Okay. Im Winter. Ladungen benutzen. Du benötigst Ladungen, um diese. Okay. Wie bekomme ich eine Ladung davon? Egal. Das war's wohl. Wie gesagt, da wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend, einen schönen Tag. Bis dann. Euer Rabio. Ciao, ciao.